Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von diesem Podcast. Ihr seid wahrscheinlich hier, um Schweizerdeutsch zu lernen. Doch bevor wir damit beginnen, möchte ich euch noch ein paar Infos über die Schweizer Sprache erzählen. In der Schweizer Sprache gibt es etwa 20 Hauptdialekte mit je 2 bis 4 Unterdialekten. Das heißt, das Minimum von Dialekten, die es in der Schweiz gibt, sind 40. Das Maximum hingegen sind 80 Dialekte, wenn man die Unterdialekte mitzählt. Wie ihr euch schon denken könnt, könnten wir in diesem Podcast nicht 80 Dialekte lernen. Auch nicht 40. Das wäre viel zu viel. Deshalb lernen wir einfach den Dialekt, den ich spreche, nämlich Zürichdeutsch. Und noch etwas, im Schweizerdeutschen gibt es keine offizielle Schrift, also keine offizielle Grammatik, wie man etwas aufschreiben sollte oder aufschreiben kann. Deshalb lernen wir in diesem Podcast nur das Verstehen und Sprechen. Wir lernen nicht das Schreiben vom Schweizerdeutsch. Denn das kann jeder machen, wie er oder sie möchte, wie er oder sie findet, dass es korrekt ist. Puh, das war schon ganz schön viel Gelaber. Aber jetzt geht's los mit dem Schweizerdeutsch. Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch. Mit dem heutigen Thema der, die, das. Denn im Schweizerdeutschen ist der, die, das nicht gleich der, die, das. Du sagst nicht der Tisch, sondern der Tisch. Du sagst nicht die Menschen, sondern die Menschen. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Wie genau sagt man denn der, die, das? Wann benutzt man die verschiedenen Formen von der, die, das? Genau das schauen wir uns jetzt an. Oder genau das schauen wir uns jetzt an. Also, bei der ist es ganz einfach. Der heißt eigentlich fast immer im Schweizerdeutschen de. Also de. Wir wiederholen das jetzt ein paar Mal. De. 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 Der kann jedoch auch den bedeuten. Zum Beispiel mit den Rüben, mit den Tieren oder mit der Rüebli, mit dem Tier. Die ist ganz ähnlich wie der. Es ist einfach ein D. Und wenn ich sie jetzt ausschreiben würde, würde ich D Apostroph und nachher das Wort schreiben. Zum Beispiel die Ente, die Ente, die Menschen, die Menschen. Hier noch ein paar weitere Anwendungen von D. Die Ameise, die Kamera, die Anweisungen, Tier. Kommen wir zu das. Hier wird es schon ein bisschen komplizierter, denn das gibt es nicht nur etwas, sondern gleich 2 Sachen, die man sagen kann. Das und s. Das Pferd ist glücklich. Gibt es 2 Varianten. Eine wäre, das Pferd ist glücklich oder das Pferd ist glücklich. Wir wiederholen diese Formen jetzt ein paar Mal. Das, s, das, s, s, das, s. Nun haben wir der, die, das eigentlich durchgenommen. Falls ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Aber zum guten Schluss, ich hab's fast vergessen, bekommt ihr noch ein paar Sätze zum Üben. Und diese lauten: Herr Müller kauft Blumen für Frau Beck beim Blumenladen von der Familie Klaus. Leider wurden alle Blumen schon an die vorherigen Besucher verkauft. Das findet Herr Müller gar nicht toll. Traurig geht der Mann nach Hause. Ihr könnt euch jetzt schon mal kurz überlegen, was das bedeuten könnte. Drückt am besten doch schnell auf Pause und denkt nach. Eine Musterlösung wäre: Der Herr Müller hat Blumen für Frau Beck im Blumenladen von der Familie Klaus gekauft. Leider sind alle Blumen schon von der vorherigen
Besucher gekauft worden. Das findet der Herr Müller gar nicht toll. Traurig geht der Mann ein. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese 4 Sätze zu Hause üben. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh. Ich hab's fast vergessen. Wenn ihr diesen Podcast auf Spotify hört, dann folgt mir doch bitte, um nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr diesen Podcast hingegen auf YouTube hört, dann lasst doch ein Abo und einen Like da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Was? Hä? Wir? Schweizerdeutsch.